Haut 8. Sonntag am Joreskreis begrüßen ich aus der Kirche von Dummelding, mir war drauf von heute Sonntagsmass. Es singt Choral Saint-Cécile Dommeldange, Dirigentin ist José Letsch, Organistin Jeanne Dondlinger. No ihrer Fantasia vom Pachelbel sangen wir Pour tes merveilles von der Communauté de l'Emmanuel, Kyrie vom DK, Gloire à Dieu von Saint-Gé à Kempf, Éclate en cri de joie an Couronné d'étoiles von der Communauté de l'Emmanuel, Agneau de Dieu vom Akepsimas, Psaume de la Création vom Richard, an als Schlusslied Cueillons les fleurs de l'espérance vom Janada. Durchel spielt als Sorti Toccata vom Pachelbel.
Am Namen vom Pap, a vom Sohn, a vom Heilige Geist. Amen. Den Herr sief ma dich all. Leif Leid heit zu Dummelding an der Kirch, a leif alle Gur, die da iwwer Medien ma deis verbunden sieht. Mat Schmerz erfüllte deis alle Gur, dass der Krieg an Europa zurück ass, an net weit von eiser Haustier ewech geschoss gëtt, an unschuldig Leid zu Schuld kommen, bis hin zum Affer vom Leben. Eiser Perplexität will man dodurch Raum machen, dass man Duleis vom Frieden moderneist Gebiet holen, auch an des Mass. Selber alles an enger friedlicher Gesinnung machen, an den Herrgott bieten Menschen, besonders die responsabel Politiker zu erlichten, an zu enger friedvoller Gesinnung zu feiern, dat soll eis haut undreiben. Jesus Christus, Fürst vom Frieden, steh eis bei an Hilfe der Menschheit, die sich an den Krieg verwickelt. Maria trägt drin am Lied, Königin vom Frieden, sie weiß no, a geweis Trost. Den allmächtigen Herrgott soll erbarmen mat eis hun, eis all eis Schuld nolosen, als ein ewig Liebe schenken. Amen.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, deine Vorsehung bestimmt den Lauf der Dinge und das Schicksal der Menschen. Lenke die Welt in den Bahnen deiner Ordnung, damit die Kirche in Frieden deinen Auftrag erfüllen kann. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesus Sirach. Im Sieb bleibt, wenn man es schüttelt, der Abfall zurück. So entdeckt man den Unrat eines Menschen in seinem Denken. Der Brennofen prüft Töpferware und die Erprobung des Menschen geschieht in der Auseinandersetzung mit ihm. Den guten Boden eines Baumes bringt seine Frucht zum Vorschein. So das Wort die Gedanken des Herzens. Lobe keinen Menschen, ehe du nachgedacht hast, denn das ist die Prüfung für jeden. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus in Gleichnissen zu seinen Jüngern: Kann etwa ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister. Jeder aber, der alles gelernt hat, wird wie sein Meister sein. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen, während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du zusehen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Es gibt keinen guten Baum, der schlechte Früchte bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Früchte bringt. Denn jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Von den Disteln pflückt man keine Feigen und vom Dornstrauch erntet man keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der böse Mensch aus dem Bösen das Böse hervor. Denn wovon das Herz überfließt, davon spricht sein Mund. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
liebe Schwestern und Brüder, du hast so gefangen. Du warst schuld. Die Jean-Claude wollen Haut nicht mehr schaffen. Politiker sind all Opportunisten. So an ähnlich Sätze fallen Jona wel häufig am Alltagsgeschehen. Wie sehr sind wir da, für anderen Fehler not zu suchen, beim Pfanger auf sie zu weisen, aber gleichzeitig als die dort zu stehen, mir, denen so etwas nie ging passieren. 4 Urteiler, 4 schnell urteilen, finden sich nun nicht nimmer an den alltäglichen Gegebenheiten. Verurteilen aufgrund von Ausgesehen, Alter, Hautfarbe, Familienzustand, politischer oder religiöser Zugehörigkeit, als an unserer Gesellschaft gang und gäbe. Guckt nimmen ob die sozialen Netzwerke. Menschen sind so. Schon von Kindesalter und später auch vergleichen sie sich. An, so schenkt es fiel den sich leider recht dann besser, wenn ihn den anderen kann ausstechen, zum Beispiel hier einen Ruf machen, weil ich vermeintlich dem sing Fehler nicht tun. Es geht hier um ein ganz altes Menschheitsphänomen. Der Jesus möchte kein Witz von Fried, kann blannen feiern. Kann die selber am Fehler ass an Box vollholt, engem einer vierrechnen, natürlich funktioniert das nicht. Dafür auch der Vergleich von der Spleiter an der Dun. Ihr kennt das alle gut. Ich schon etwas am A, ein kleines Dierchen, ein Schälmick oder etwas anderes. Und das ist richtig desagreabel. Es irritiert und es beißt. Da fängt uns zu tränen. Es muss reiben, alles geht verschwommen, es kann ihn nicht mehr gut gesehen. Es probiert selber für Spiegel den Fremdkörper rauszuholen. Nicht ganz einfach. Demals, wo es nach kein Spiegel gab, war ihn darauf angewiesen, dass den anderen engem dabei geholfen hat. Was am normalen Alltag so an 3 Gängen ist, das geht am Evangelium ein Problem. Dann nämlich von den helfen soll, selber viel mehr wie ein Spleiter, wie ein Dun am A hat. Das ist natürlich maßlos übertrieben, aber was gemeint das als klar. Wie eine so einen enormen Handicap am A hat, ist nur wirklich lang. Heians do so mir Eischter, den do huet briert für Kap. Die kapiert es nicht, geschweig nach, dass ein Aggeseit, wat vor sich aus einsichtig wie. A wirklich gefährlich gedet, wenn Menschen andere verbessern wollen, aber selber briert für Kap hun, a wie blank agieren. Und so leid hatte Jesus sich bald Zähne ausgebass. Vielleicht könntet mir ja auch mal viel, dass ich genau die Fehler bei anderen bemängeln, die mein eigen sind. Auch wenn ich sie bis mal gar nicht an euch geholt habe oder holen wollte. Freue ich mich also, eher ich andere korrigieren, und ich dann nicht auch ihren etwas am A. Sind ich nicht auch irgendwo blank oder hunne briert für Kap. Hij geht also leif alle gut nogelucht, dass es nicht geht, andere zu sehr aufzuurteilen. Eher man mit der Kritik bei anderen aufhängen, für unser eigener Haustier kehren. Das heißt, als eigen Mankoen erkennen und beheben. Vielleicht war das alles ein bisschen negativ, was ich bis hierhin gesucht habe. Doch viel mehr positiv. Ein guter Baum bringt gut Früchte auf hier. Das darf man ruhig, am guten Sinn, ob uns selber, jeder auf sich beziehen. Weil wir all sie Geschöpfe, was sie Kanner vom Herrgott, was sie nur singen Bild geschaf. An, Sündefall hin oder hier, als soll ich Roma etwas von dem göttlich Guten aneis. Ja, ich sehe gut. Ich sehe Gottes Kant, an der soll, wie Kant vor Gott handeln an, behandelt gehen. Aber weil ich gut sehen, weil ich all Anlagen, all Voraussetzungen immer drohen, kann ich auch gut Früchten auf hier bringen. Es geht dem nur darum, ruhig mit sich selber umzugehen,
sich auch positiv am Spiegel zu gucken und festzustellen, hey, ich bin nicht perfekt, bei mir lief manches schief, auch ich um meine Naupen, nicht nur die anderen. Wie wenigstens meine schwache Punkten will ich mich aber nicht unglücklich und nicht fertig machen. Ich bin noch nicht der schlechtesten und unperfekteste Mensch von allen Zeiten. Ich will mich realistisch einschätzen. Heians do geht das auch schon durch, für etwas zu verändern. Weil Veränderung kann nicht mehr bei mir selber aufhängen. Ich kann mein vis-à-vis nicht verändern, nicht mehr mich selber. Und darum geht es dem Jesus schließlich auch. Es geht darum, nachdem ich meine eigenen Fehler, Schwächen, Jodunnen am A detektiert habe, das an Ugriff zu holen. Nicht allo bemol, weil das funktioniert nicht. Aber los, nur nach. Immer im Probieren, nie abgehen. Hintergrund von, ich sie gut geschaffen. Du mich Schwächen unholen und dann nach kleinen Schritt Veränderungen vierholen. So wie ein Frucht Baum auch nicht übernurcht, ruhigt und plötzlich reift, mehr von Tag zu Tag immer klein Stückelchen mehr groß und mehr zeitig geht. Sich selber ändern, da das nicht liegt, da das schon ein Defi, den der Jesus eis stellt. Aber das machbar, weil wir vor Gott geschaffen sind, an einen guten Fung haben. Du willst, können wir uns selber akzeptieren, dürfen uns ändern, dürfen Frieden drohen, können die Welt ein klein bisschen verbessern an Firo bringen. Liebe Leute, nach dieser Erfahrung, es steht in einem Boutique Firo im Regal, und es sieht, dass ich den etwas Bestimmtes. Und es friert in die Vendeuse, und die sagt, hey, guck dir mal hey. Und dann denkt den, wie konnte ich nicht mehr so bland sein und das übersehen? Es steht direkt vor meiner Nuss. Wir feiern zusammen Gottesdienst. Auch wenn wir den Herrgott nicht mit den A von unserem Körper gesehen, wir können ihn mit den A vom Herz gesehen. Weil er sei ganz nah, sozusagen direkt vor der Nuss. Er ist bekannt als den Petit Prince vom Saint-Exupéry. Für allem der viel zitierte Satz, nimm am Herz, gesei den gut. Das könnte Jesus auch so tun. Am Lukas-Evangelium von Haut seht hier ein Wort, das doch Karriere gemacht wird. Wovon das Herz überfließt, davon spricht der Mund. Wer das am Herz erfüllt, ist also nicht nebensächlich. Wovon das Herz überfließt, davon schwätzt der Mund. Als Herz hat nicht nur eine physische Funktion, als Denken, als soziales Verhalten, Empathie, als Sympathie, hängen davon auf, wovon das Herz ergriffen und erfüllt ist. Wie ein Herz hört oder Herz weist, gilt als gut. Herzlos sein, kein Herz zu haben, das lässt nichts Gutes ahnen. Auch die Frömmigkeit kommt aus dem Herz. Dafür heißt das erst von den 10 Geboten, du sollst den Herr, dein Gott gern haben, von ganzem Herz. Den John Henry Newman, bekannten Theolog und Kardinal aus dem 19. Jahrhundert, hat von der Bedeutung vom Herz für den Glauben geschwärzt. Sein Devis war Cor ad cor loquitur. Herz schwätzt mam Herz. Weil wenn die Botschaft vom Glauben nicht aus dem Herz kommt, das heißt aus der tiefen Überzeugung vom Mensch am Leben gekoppelt ist, aber was nicht zu Herzen geht, da verpufft all Reden und Schwätzen und bleibt ohne Effekt. Liebe Brüder und Schwestern, cor ad cor loquitur. Für die Herzen von den Menschen zu erreichen, muss unser Glauben von Herzen kommen und zu Herzen gehen. Sind wir also aufmerksam für das, was das Herz erfüllt und das Reden bestimmt. Weil wovon das Herz überfließt, davon schwätzt der Mund. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde,
und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Herr Jesus Christus, du willst Heil für jeder Mensch, wir bitten dich. Für all Christen, dass sie sich darum bemühen, hier Schwestern und Brüder zu verstehen, als sie mit ihren Schwächen und Unzulänglichkeiten an der Luft unzuholen. Christus heia uns. Christus für die politisch verantwortlich in Russland, die den Krieg gegen die Ukraine angefangen haben, dass sie sich besinnen, am nächsten Weg vom Frieden gehen. Christus heia uns. Für die Menschen an der Ukraine, die Angst haben für dem, was auf sie durchkommt, dass sie die Kraft tun, zusammenzuhalten, an für den anderen dort zu sein, und das besonders für die Kinder an die Leute, die sich selber nicht können helfen. Christus heia uns. Für uns Schwestern und Brüder, die überheblich auf andere raufgucken, dass sie merken, wie sie die anderen damit blessieren. Christus heia uns. Für uns all, dass wir ein offenes Ohr und ein offenes Herz haben für die Sorgen und Ängste von unseren Mitmenschen. Christus heia uns. Gott, eise Pap, du bist gut und barmherzig und hältst nie ob, den Kanner gern zu hun. Dir sie fluf an Eier an all Ewigkeit. Amen. Salut.
Lasst uns beten. Gütiger Gott, du selber hast uns die Gaben geschenkt, die wir auf den Altar legen. Nimm sie an als Zeichen unserer Hingabe und gib uns die Kraft zu einem Leben nach deinem Willen, damit wir einst den ewigen Lohn empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. Denn du hast die Welt mit all ihren Kräften ins Dasein gerufen und sie dem Wechsel der Zeit unterworfen. Den Menschen aber hast du auf dein Bild hin geschaffen und ihm das Werk deiner Allmacht übergeben. Du hast ihn bestimmt, über die Erde zu herrschen, dir seinem Herrn und Schöpfer zu dienen und das Lob deiner großen Taten zu verkünden durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengel, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres, den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Sanctus, Sanctus, Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Dominus. Plenis ut celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen.
Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude, seinem Weihbischof Leo und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir bitten heute speziell für die Familie, Verstorben von der Familie Dürbach-Rossberg. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden und unser Versagen, sondern schau auf den Glauben und den guten Willen deiner Kirche und schenke ihr und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Amen.
Seht das Lamm Gottes, das Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Der Leib Christi. Majesté, à l'infiniment
Lasset uns beten. Barmherziger Gott, du hast uns in diesem Mahl die Gabe des Heiles geschenkt. Dein Sakrament gebe uns Kraft in dieser Zeit und in der kommenden Welt das ewige Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft zu Dummelding. Den nächsten Sonntag, den fasten Sonntag, überdrohen wir Mass von Herbst. Und los schalten wir zurück an den Studio.
Tschüss.